je nachdem, wie intensiv dass man sich schon mit dem Bibeltext und dem Korintherbrief befasst hat. Aber wir sind in einer Predigtreihe und sind darum eben unterdessen in dem 15. Kapitel angekommen, ab Vers 12. Und wir kommen aus der Passionszeit, aus dieser Osterzeit. Und aus meiner Sicht ist eigentlich das meiste von diesem Predigtext die Osterbotschaft. Das ist das Zentrale. Christus ist auferstanden. Halleluja. Und vielleicht mögen die anderen, die letzten Sonntag da waren, sich noch erinnern, hoffentlich nicht an den Slogan vom Schweizer Fleisch, aber an den Inhalt. Schweizer Fleisch, alles andere ist Beilage, hat Kriegel als eine von seinen Aussagen. Und natürlich geht es nicht um Fleisch, sondern Christus, das ist die Hauptaussage. Christus ist die Hauptaussage und er ist für unsere Sünden gestorben. Das ist das Wichtigste. Er ist begraben worden und 3 Tage nachher hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Das ist das, was im Predigtext, den wir letzten Sonntag angeschaut haben, der Paulus sagt, das ist nicht verhandelbar. Das ist das Zentrum. Um das geht es. Da wollen wir festhalten am Zentrum. Du darfst sonst den Text gerne einblenden, Simon. Und wenn wir jetzt gelesen haben, es hat vielleicht Sachen gegeben, die euch so angesprochen haben, wo ihr denkt, ja genau, habe ich auch schon gedacht. Oder wo ihr denkt, was, wie ist das? Aber bevor wir uns so in diesen Details vielleicht mehr auch verlieren, glaube ich, ist es wirklich wichtig zu sagen, das Zentrum, das ist Christus. In der ganzen Kirchengeschichte haben diese Texte zu ganz vielen Diskussionen geführt. Aber mit dem wollen wir nicht anfangen. Wir wollen anfangen mit dem, was verständlich ist. Das ist wie beim Fischessen. Man muss das Fleisch essen, weil wenn man Geräte isst, an denen verstickt man. Darum wichtig am Zentrum, an der Auferstehung der Toten. Verse 12 bis 16. Wenn also im Evangelium gesagt wird, dass Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Wissen diese Leute eigentlich, was sie damit sagen? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann kann ja auch Christus nicht auferstanden sein. Wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn und euer Glaube wäre völlig wertlos. Also wenn das nicht wahr wäre, dann hättet ihr heute Morgen nicht aufstehen müssen. Wir hätten uns nicht müssen, also einmal um 9:30 geputzt und gestrahlt da stehen, vielleicht schon aufstehen. Aber wieso sollte man in einen Gottesdienst kommen, wenn das nicht wahr wäre? Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Wir würden also Chabis erzählen. Wir würden Chabis erzählen, wenn das nicht würde stimmen, dass Jesus auferstanden ist, wir wären falsche Zeugen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Genau. Kannst du nochmal zurück zum ersten. Seit mehr als 1000 Jahren feiert man Ostern, der höchste Viertag von unserer christlichen Kirche. Und unter uns hat es diverse Leute, die weit gereist sind. Wir haben ganz unterschiedliche Geschichten und Prägungen, wo wir vielleicht als Jugendliche, als Kind, in was für Gemeinden, dass wir daheim sind, was wir für einen religiösen Hintergrund, kann man sagen, für eine Prägung haben. Es hat Leute, die weit gereist sind, Afrika, Asien, Amerika, um die ganze Welt. Kennt ihr eine Kirche, wo kein Ostern gefeiert wird? Ich glaube es nicht. Ich glaube es wirklich nicht. Ostern, das ist zentral. Da ist man sich einig. Aber wie das denn die Ostern gefeiert wird, das ist dann wieder ganz etwas anderes. So verschieden
wie die Kirchen sind, so ist die Botschaft, die ist zentral. Und der Paulus geht mit seinen Ausführungen weiter nach dieser zentralen Botschaft und kommt mit einem neuen Wort, das er in Verbindung setzt. Und daraus tut er dann Konsequenzen anschauen. Und das wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Es ist gerade das letzte Wort da. Er bringt das Wort Sünde in das ganze Spiel. Vorher ist es um Tod, um Jesus, ums Sterben, ums Auferstehen gegangen. Und da kommt der Tod. Der Weg, würde ich dem sagen. Es braucht einen Weg. Sonst kommt man nicht ans Ziel. Ist Christus nicht auferstanden, dann ist unser Glaube vergeblich und wir leben noch in der Sünde. Und jetzt dürft ihr bitte noch die nächste Folie. Dann sind auch die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Paulus ist vor der Grad. Ganz klar. Es gibt nichts zu diskutieren. Es ist schwarz auf weiß, könnte man sagen. Er sagt, und es deckt sich mit dem ganzen Schriftzeugnis, wer kein Glaube an Jesus Christus hat, lebt in der Sünde. Punkt. Es ist so. Und dann denkt ihr vielleicht Sünde. Wenn wir würden am Bahnhof fragen, was Sünde ist, was würden die Leute sagen? Was würden die Leute sagen, was Sünde ist? Das gäbe spannende Antworten. Viele würden vielleicht sagen, ja, Sünde ist für viele zum Beispiel, wenn sie ein Tortenstück zu viel gegessen haben, dann sagen sie doch, oh, jetzt habe ich wieder gesündigt. Das ist ein Wort, das im Umgang meistens für viele Leute so gebraucht wird. Es hat aber nichts mit zu viel Essen oder sich irgendwie nicht an die Verkehrsregeln halten zu tun. Nein, es ist etwas viel Zentraleres. Es geht um die Trennung von Gott, um die ewige Trennung von Gott. Und die ewige Trennung von Gott kann nur Jesus aufheben. Das wissen wir, weil wir es eben lesen in dieser Schrift, weil wir es feiern an Ostern. Er hat uns durch seinen Tod freikauft, erlöst und den Zugang zum himmlischen Vater freigemacht. Und eben, wäre das nicht wahr, dann wären auch die verloren, die gestorben sind, in der Hoffnung auf das. Das wären arme Leute, die erbärmlichsten Menschen, sagt er da. Und es geht auch um die Frage, wo ganz viele Leute, auch gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, diskutieren, ja, was bringt es denn noch? Wie ist es denn? Geht es dann nachher weiter? Und wir wissen ganz genau, ja, es geht weiter. Mit dem Leben hier auf Erde ist es nicht einfach fertig. Das ist so. Wenn ihr auch mit Leuten, zum Beispiel im Spital oder so, redet, die manchmal auch schwer krank sind, die können einem wirklich ganz ehrlich sagen, wissen Sie, Schwester, das spielt keine Rolle, nachher ist ja fertig. Und wir wissen und wir lesen, nein, das ist nicht so. Es gibt eine Ewigkeit. Und wir wissen, dass Jesus der ist, der vorausgegangen ist. Er ist der Erstgeborene, der den Weg frei gemacht hat. Und dass es eine Trennung gibt in der Ewigkeit von Gott, eine Verlorenheit, das ist für viele Leute auch etwas, was sie finden, das gehört in die Mottenkiste. Das ist etwas, was unsere Urgroßmütter erzählt haben. Das hat keine Realität heute. Aber der Text, er erinnert uns, sagt ganz klar, nein, das ist nicht so.
Und viele Leute sagen, ja, aber wieso sollte ich ein Sünder sein? Hey, ich habe noch niemanden umgebracht. Kennen ihr die Argumente? Ich kenne sie gut und ich habe sie auch schon durchstudiert. Und irgendwann aber auch für mich gemerkt, nein, ich kann das nicht für mich in Anspruch nehmen. Ja, ich habe wirklich noch niemanden umgebracht. Aber der Paulus erklärt, was eigentlich ein Problem ist. Er bringt die Tatsache rein, dass durch einen Mensch die Sünde in die Welt gekommen ist. Der Adam. Und wir sind alles Kind vom Adam, Nachfolger. Das Übel ist durch den Sündenfall in die Welt gekommen. Der Paulus sagt, durch den Adam ist der Tod hineingekommen. Wir müssen alle sterben mit dem Adam. Aber es ist nur die halbe Wahrheit. Ihr habt sie gelesen, die andere Wahrheit ist, dass die Menschen, die mit Christus leben, die dürfen auferstehen. Christus überwindet den Tod. Und ich habe gedacht, ich möchte euch einfach noch vorlesen, was sozusagen Originalton ist. Man redet viel von dem Sündenfall oder ist theologisch eben äußerst zentral, aber lesen tut man ihm vielleicht nicht so viel. Darum möchte ich euch lesen, was geschrieben ist. Ich lese aus 1. Mose 3, Vers 1. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Feld, die Gott der Herr gemacht hatte, und sagte zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von allen Bäumen im Garten nicht essen sollt? Da sagte die Frau zu der Schlange: Wir dürfen von den Früchten der Bäume im Garten essen, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Der Tod. Da sagte die Schlange zur Frau: Ihr werdet ganz sicher nicht sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, an dem ihr davon esst, eure Augen geöffnet werden und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihren Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet. Sie erkannten, dass sie nackt waren, flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten umherging, als der Tag kühl geworden war. Da versteckten sich Adam und seine Frau von dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott der Herr rief Adam und sagte zu ihm: Wo bist du? Wo bist du, Adam, Mensch? Was war das Vergehen von den ersten Menschen? Das Vergehen kann man eigentlich sagen, sie haben zweifelt an der Versorgung von Gott. Hat es Gott wirklich gut gemeint? Ist so die Stimme gsi, die Anklang gefunden hat im Herzen von der Eva und vom Adam? Hat es Gott wirklich gut gemeint? Und da muss ich sagen, das Problem, das kenne ich. Das ist mir sehr vertraut. Wenn ich ganz ehrlich bin, immer wieder kriecht das hinein. Ist es wirklich wahr? Meint er es wirklich gut? Versorgt er mich wirklich? Stimmt das wirklich, was er zusagt? Vielleicht, und ich nehme es an, kennst du das auch? Also das Merken, dass wir den Tod nicht aus unserem Leben herausbringen. Auch das Versagen. Ich will es doch gut machen. Ich will es gut machen. Und es gelingt mir so oft nicht. Kennt ihr das? Es ist manchmal zum Verzweifeln. Aber es ist nicht das Letzte. Auch wenn wir uns noch so sehr bemühen, wir bringen es einfach nicht selber her. Ich glaube, jeder, der ehrlich in den Spiegel schaut oder hört, was die anderen über ihn sagen,
Zum Beispiel fragt mal eure Kinder, die sagen einem dann schon, was Sache ist. Wir bringen es nicht her, wir schaffen es nicht und wir sind allein verloren. Wir sagen umgangssprachlich, eins ist sicher, sterben müssen wir. Ja, das ist so, es müssen alle sterben. Aber Gott hat schon da einen Weg parat gemacht. Gott will nicht unseren Tod, er bietet uns einen Ausweg an. Es ist der Glaube, der Leben ins Leben bringt. Die Sünde bringt Tod ins Leben. Es hat immer negative Auswirkungen. Es ist nichts Gutes. Aber Jesus, er bringt das Leben ins Leben. Ein Mensch, ein für alle Mal, hat den Weg aufgemacht und er ist die einzige Lösung gegen die Sünde, die unweigerlich zum Tod führt. Und Jesus ist vielleicht nicht unbedingt wie der Paulus gewesen. Der Paulus ist wirklich manchmal ein komplizierter Theologe. Jesus, der hat ein Bild gebraucht. Ich habe jetzt nicht alle Bilder mitgebracht. Wir könnten kurz sammeln, was hat Jesus gesagt, wer er ist, über sich selber. Ich bin der Weg, der gute Hirte, das Licht, die Auferstehung, die Wahrheit, das Leben. Ja, das zählt mir nicht in dem Sinne als Jesus-Wort, aber ja. Türen, danke. Die habe ich mitgenommen. Genau, Türen. Und ich glaube, warte, muss ich schauen. Es hat noch mehr. Das sind die eher fleischlich polen sind, die gerne... Ja, genau, der wahre Weinstock. Vielleicht ist das für die Oberländer, die nicht in Spiez wohnen, ein bisschen schwieriger. Der wahre Weinstock. Genau. Und natürlich noch das Brot. Das ist Jesus ganz praktisch. Er hat gesagt, das bin ich. So vielfältig, dass das versteht jeder. Das ist nicht kompliziert. Und ich möchte euch die zwei Verse, die auch einige von euch gesagt haben, ist im Johannes 11, Vers 25. Jesus spricht zu ihr, das ist Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sie, Martha, spricht zu ihm, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Sie hat geglaubt, sie hat vertraut, dass er den Tod überwinden kann. Und ich frage mich, bin ich so eine Martha, die glauben kann, die annehmen kann? Und in Johannes 14, Vers 6, die berühmten Worte, Jesus sagt zu ihnen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus ist Scharnier, in dem Sinn, wo die Tür auftut. Wir glauben, dass es eine sichtbare Welt gibt und eine unsichtbare Welt. Eine Welt, die uns vertraut ist, eine menschliche Welt und eine geistliche Welt, wo wir so direkt, wie wir Menschen funktionieren, ja nicht die Einsicht haben. Aber immer wieder dürfen wir es erleben. Immer wieder dürfen wir erleben, wie auch die geistliche Welt Realität wird. Und positiv in dem Sinn, der Zugang zu den himmlischen Schätzen gibt es nur durch Jesus. Es gibt keinen anderen Weg. Durch Adam ist die Sünde und der Tod für alle gekommen. Durch Christus ist das Leben für die gekommen, die an ihn glauben. Und das ist unmissverständlich klar. Nachher tut aber der gute Paulus noch ein paar Sätze seinen Korinther weitergeben, die dann schon ein bisschen schwieriger sind. Ich habe es mit einer Ordnung probiert zu überschreiben. Wir lesen die Verse 23 bis 32. Ein jeder aber,
in der für ihn bestimmten Ordnung. Als Erstling Christus, danach die Christus angehören, wenn er kommen wird. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, nachdem er vernichtet hat, alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt. Denn er muss herrschen, bis Gott alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Das ist ein Zitat aus dem Psalm 110. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Da zitierte Paulus wieder im Psalm, diesmal 8. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Kannst du noch weitermachen? Wenn er aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles unterworfen hat, auf dass Gott sei alles in allem. Was machen denn die sich für die Toten taufen lassen? Wenn die Toten gar nicht auferstehen, was lassen sie sich dann für sie taufen? Das ist eine Frage. Und warum begeben wir uns dann jede Stunde in Gefahr? Täglich sterbe ich, das ist der Paulus, so wahr ihr mein Ruhm seid. Da geht es um Korinther. Denn ich habe in Christus Jesus, unserem Herrn. Hätte ich in menschlicher Weise in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft, was hätte es mir geholfen? Wenn die Toten nicht auferstehen, dann, ein Zitat aus dem Jesaja, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst euch nicht verführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werdet doch einmal recht nüchtern und sündigt nicht. Denn einige wissen nichts von Gott. Das sage ich zu eurer Schande. Die Ordnung. Eine Ordnung, eine menschliche, sichtbare, die man verstehen können, aber auch eine göttliche, eine himmlische. Und ich glaube, die praktische, sichtbare, die ist da sichtbar. Probiert darzustellen, das Kreuz, der Tod von Jesus rettet uns aus der Sünde. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist die Tür. Das ist nicht kompliziert zu verstehen. Es gibt den Weg, wie wir Vergebung und ewiges Leben finden können. Und, was in diesem Text auch ist, im Vers 24, hey, er ist nicht nur noch verstanden, er wird wiederkommen. Jesus wird wiederkommen. Denkt ihr manchmal über das nach? Wie das wird sein? Wenn Jesus wiederkommt? Ich hoffe es. Da sind sich alle Christen einig. Da müssen wir nicht darüber diskutieren. Aber die ersten Verse, die wir da gelesen haben, vorher, mit dieser Ordnung, kannst du noch mal zurückbissen, gut? Dieser Ordnung, dem Ablauf, wann was wird passieren, huiui, das hat zu einem Haufen Streit und Zank in der Kirchengeschichte geführt. Ich könnte ganz viele Bücher lesen. Ganze Bibliotheken sind geschrieben, wann genau was wird sein. Die einen, ich weiss nicht, die sich mit dem befasst haben, die wissen das. Entweder kommt das 1000-jährige Reich zuerst und dann wird Christus wiederkommen oder umgekehrt. Oder das 1000-jährige Reich stellt man sich vor, als nicht 1000 Jahre, sondern mehr symbolisch zu verstehen. Es gibt alles. Und da würde ich nochmal zurückgehen zu dem ganz am Anfang. Was ist zentral? Weil wenn wir uns in diesen Fragen verlieren, glaube ich, vergessen wir das, was wirklich klar ist. Jesus ist der einzige Weg. Wir dürfen unser Augenmerk dort nicht zu fest gefangen nehmen. Wie das alles genau wird ablaufen, das weiss niemand von uns. Einmal ich ganz sicher nicht. Wie die genaue Abfolge wird sein. Sicher ist, und das lesen wir,
Jesus ist alles untertan. Darüber gibt es keinen Zweifel. Jesus ist alles untertan. Und Jesus selber sagt im Johannes Kapitel 5, Vers 19, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Das ist etwas, was wir unserem dreieinigen Gott, glaube ich, wirklich getrost überlassen dürfen. Wir müssen es nicht in allen Details wissen. Und dann habt ihr vielleicht auch gelesen, Taufe für die Toten. Ich komme aus dem Zürich Unterland. Ist das eine Praxis im Oberland? Nein. Nein. Also ich weiss nicht, ob jemand von euch schon mal so etwas gehört hat. Ich glaube, das ist etwas, was wir so nicht kennen. Aber es gibt es tatsächlich. Und man fragt sich aber, die Ausleger, die sind sich hinten und vorne nicht einig, ob jetzt das der Paulus wirklich so gemeint hat, ganz praktisch, ob jetzt die Korinther wirklich sich taufen lassen haben für Tote. Auch da gibt es die ganze Bandbreite. Die einen, die sagen, ja, ganz sicher, die anderen, die sagen, nein, das hat es nicht gegeben, das kann man sich nicht vorstellen. Wir haben einfach Mormonen getroffen in Skandinavien, die wirklich ihre Vorfahren gesucht haben und sich wirklich eben für sie taufen lassen. Also so abwegig ist das nicht. Aber man kann es auch noch anders verstehen. Da werde ich euch nachher noch ausführen. Oder das, was der Paulus sagt, Leben in Lebensgefahr, Kampf mit wilden Tieren. Wenn ihr mir könnt sagen, wo das die Bibelstelle ist, wo der Paulus mit wilden Tieren gekämpft hat, dann wisst ihr mehr als alle anderen. Wir finden es nicht. Aber auch da könnte es eine Auslegung geben. Und ich habe gedacht, ich möchte euch einfach zu diesen zwei Sachen das sagen, was ich für mich persönlich noch als verständlich und glaubhaft gefunden habe. Das mit dieser Auferstehung ist klar. Das mit dieser Taufe vielleicht weniger. Aber was klar ist, wenn man sich taufen lässt, dann ist es ein Zeichen, wenn man untertaucht, das ist das Sterben mit Christus. Das ist das Symbol dafür. Und wenn man sich das so vorstellt, dass das Sterben eben gemeint ist, das Leiden und Sterben fürs Christus. Weil, dann könnte es auch sein, dass, wenn man leidet und sterben muss für Christus, dass das wie eine Taufe ist. Dann könnten Märtyrer damit gemeint sein. Märtyrer sind Menschen, die ihr Leben geben, weil sie an Jesus glauben. Und auch da, Märtyrer, die gibt es jetzt, mitten unter uns. Es gibt immer noch Leute auf dieser Erde, die um Leib und Leben fürchten, wenn sie an Christus glauben. Und das könnte der Paulus gemeint haben. Das hat man in der ersten alten Kirche als Bluttaufe gesagt. Das war ein Ausdruck, wenn Märtyrer gestorben sind. Das könnt ihr vielleicht gemeint haben. Und auch das mit Ruhm und Geld ist nichts. Der Paulus sagt, hey, ich gebe alles. Ich gebe alles bis aufs Blut. Ich kämpfe. Und ich kämpfe, das ist nochmal eins weiter. Ich begebe mich jeden Tag, jede Stunde in Gefahr. Täglich sterbe ich. Das ist ein Einsatz. He? Das war gefährlich für den Paulus. Und das hat ihn alles gekostet. Und es könnte sein, dass der Paulus da Gladiatoren vor Augen hat. Schaut ihr auch gerne so alte Filme? Es ist doch gerade Ben-Hur gekommen, oder? Wer hat den geschaut? Niemand von euch? Schaut ihr nicht Ben-Hur? Dort werden doch also die Wagenrennen, die Gladiatoren, unsere Kinder sind im Moment mega Fan von diesen Römern. Und hey, die Gladiatoren, die haben alles gegeben. Die haben einen sehr gefährlichen Beruf gehabt. Vielleicht
muss ich auch manchmal auch damit leben, dass es gefährlich ist, aber nicht so wie ein Gladiator. Der gewusst, wenn er arbeiten geht, wenn er in die Arena geht, entweder lebt er und er wird siegreich, reich dekoriert an Ruhm und Ehre und Geld rausgehen oder er stirbt. Und was war die Chance? Also die Chance war tatsächlich eher, dass er tot ist und er keinen Ruhm und Ehre hat. Hey, und wenn man schon so sein Leben gibt für das, für Ruhm und Ehre hier auf Erden, hey, wie viel mehr sollen wir unser Leben geben für Ruhm und Ehre, wo bis in die Ewigkeit langt? Hey, das lohnt sich. Und das könnte der Paulus gemeint haben. Darum der dringende Aufruf. Hey, liebe Leute, lasst euch nicht verführen. Glaubt nicht, dass ihr dem Tod entkommt. Ohne Christus glaubt das nicht. Lasst euch nicht davon anstecken. Kannst du noch mal die letzte Folie? Nicht, dass ihr sagt, wie die sagen, hey, lasst uns, die einen man könnte auch sagen, fressen und saufen. Morgen sterben wir ja einen Weg. Im Moment ist es zwar ein bisschen schwierig, in welches Restaurant wetten wir dann? Ist alles zu. Aber wenn wir morgen sterben, dann lasst uns noch mal richtig die Fete machen. Morgen ist fertig. Nein, so ist es eben nicht. Es ist auch nicht einfach fertig. Werdet rechtschaffen und nüchtern. Oder ihr könnt auch sagen, schaut die ganze Situation mit Gottes Augen an. Ihr braucht wirklich Erlösung in Christus. Und sündigt nicht. Sündigt nicht. Sündigen heisst, das Angebot von Christus ausschlagen, dass er für unsere Sünden gestorben ist. Achtung! Ohne das gibt es kein ewiges Leben. Und passet auf, Korinther, sagt er. Einige von euch in der Gemeinde haben keine Erkenntnis, wer Christus ist. Das sage ich, Paulus, zu eurer Schande. Darum meine Frage an euch: Wer ist Christus für dich? Amen.